Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. In der letzten Episode haben wir die Knochengrundierung jetzt gegeben auf unser Magnum Opus. Und das letzte Level war ja schon echt der Brüller. Und ich habe die Befürchtung, es wird jetzt nur noch schlimmer. Uah. Ja, wir kommen schon gleich in so einen düsteren Gang. Ignore her. Ignoriere sie. Da zuckt sie wieder. Scheiß die Wand an. Okay. Sie ist noch links gejuckt. Es heißt, sie kann mich jetzt gerade mal am Berzel. Okay. Also da ist was. Ich guck erst gar nicht noch links, was da ist. Und was ist da? Okay. Mädel oder die Mutter. Gebrochenes Herz und toter Vater. Kinderzeichnung. Na großartig, jetzt können wir uns entscheiden zwischen zerbrochene Seele von der Tochter oder juckende und zuckende verbrannte Frau. Ach du Scheiße, ich gucke erstmal, ob es hier noch irgendwas gibt in dem Raum. Ja, dass wir hier was verpassen könnten. Okay. Nee, komm, wir gehen jetzt da durch. Ich bin sowieso schon gespannt genug. Oh ja, jetzt kommt's Kinderlevel, glaube ich. Ach du liebe Zeit. Okay. Okay, was ist da? Es macht schon so komische Geräusche, ich will das nicht. Drunk, betrunken, besoffen wird's hier übersetzt, okay. Du. Selfish. Egoistisch. Ja, das Haus dazu noch gemalt. Da natürlich die leere Weinflasche. Was bin ich noch alles? Was ist der Charakter noch alles? Delirious. Im Delirium. Ich hoffe, das sind wir gerade, nicht irgendeine andere Person, die hier noch ist. Ach du liebe Zeit. Der Vater abgebildet mit einem Eispickel in seiner rechten Hand, von uns aus links gesehen und einem Messer in der anderen Hand. Ach du liebe Zeit. Das ist abgeschlossen. Natürlich ist das abgeschlossen. Wie könnte es auch anders sein? Ach, das ist natürlich auch abgeschlossen. Will ich mich umdrehen? Will ich das wissen? Muss das sein? Okay, der ist jetzt auch fort. Was macht das, wenn ich hier hingehe? Okay, das löst nichts aus. Hier! Okay, da ist jetzt wieder der erschienen. Ich richte mir gerade meinen Kopfhörer. Ah, so, schon besser. Das hat gerade ein bisschen auf dem rechten Ohr gedrückt. Okay, jetzt geht hier Fußlicht. Ah, okay. Also entweder haben wir hier in dem Level Jucken und Zucken einer Ehefrau oder mir ins Kinderlevel. Und ich glaube tatsächlich, es scheinen sich die Zeichen zu bestätigen, dass wir es hier mit dem Kinderlevel zu tun haben. Jetzt wird die Tochter wahrscheinlich angesprochen. Okay, die Krähe werden neben dargestellt, aber trotz allem Grusel und Horror, ey, wie geil ist das Spiel gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Löst ja was aus? Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work. Oh. Er hat ihren Geburtstag anscheinend vergessen. Da ist der Anti-Smiley drauf. Scheint ja ein klasse Vater gewesen zu sein, der Bursche. Oh oh. Oh oh. Oh, wieder nur so eine holländische Holzbärratte, Gott sei Dank. Mann, oh Mann. Oder beziehungsweise holländische Holzschuhratte, Entschuldigung. Was haben wir dann da Schönes? Da ist nichts als Gekritzel drin. Da ist... Oh. Oh, wie schön. Anscheinend ein Bild von seiner Frau, wo sie schwanger ist, und der Baum ist natürlich genau vom Gesicht. Das wird ihm aus künstlerischer Warte bestimmt sehr gut gefallen haben. Aber das haben wir mitnehmen können. Ich nehme an, das kommt dann in unser Sammelalbum mit rein. Na, geh auf.
Du Hämmer. Marriage Guide. Kids in Marriage. Kinder in einer Ehe, Eheratgeber. Erwarte das Unerwartete, die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen Gratissatz motivierender Aufzeichnungen. Stark genug, Volume 1 and 2. Okay, warum auch nicht? Passiert was? Natürlich passiert was. Shay, ich habe mich sofort für einen Weg entschieden. Das war so klar. Och Mensch. Och Mensch. Och Mensch. Okay, verkehrt rumes Kreuz. Ein Zwirbelkopf. So ein Spiralkopf. Mist. Also das war jetzt wirklich aus dem Bauch raus einfach mal zum Erkunde gedacht. Und jo, da habe ich es schon. Schon hat sich die Umgebung wieder verändert. Das ist alles wirklich heftig. Okay, das ist zugesperrt. Zugekettet sogar. Da immer wieder die wunderbare Titel wie Blau, Grün und kassettiert. Ja, ich zünd's mal an. Quietsch. War nur Squeak. Okay. Nehme ich mal so an. Ach, alles in Ordnung. Alles wunderbar. Es ist noch überhaupt nicht scheißen gruselig. Hi. Hallo, Pilger. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Heftig, heftig, tralalala. Bald ist schmelzendes Gemälde da. Bald ist schmelzendes Gemälde da. Habt ihr das gesehen? Da war gerade ein Teddy an der gestanden und hat reingeglotzt. Oder um Harpe Kerkeling zu zitieren, ein Lurch lugt hervor. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Okay. Da hatten sie aber auch noch Kohle dafür. Das sind nur so ein paar klebrige Saftflecke. Ich hoffe, dass es Saftflecke sind. Natürlich. Aber wie geil ist denn das gemacht? Das haben wir ja vorher noch vor uns gesehen. Und jetzt ist es zu einer Kinderzeichnung verzerrt. Mit dem Sekretär daneben, mit dem Beistelltisch, mit den zwei Stiel und das Gemälde mit der Lampe oben drüber. Und der Kleiderständer. Ey, wie geil ist das bitte gemacht? Jetzt mal ohne Witz. Ja, es sind Kinderzeichnungen jetzt, aber trotz allem großartig in Szene gesetzt, wie ich finde. Das sollten wir auch nochmal reingucken. Hier im Bücherschrank ist nichts. Unten drunter haben wir nur Pfeife und entsprechendes Zubehör dazu. Und da sind nur Handtücher natürlich. So, und jetzt Marathon durch. Oder kommen wir da echt gar nicht durch? Oder wie schaut's aus? Ah, komm an. Wie sieht's aus? Muss ich mich ein paar Mal im Kreis drehen, bis da wieder alles lustig, lustig, tralalala ist? Oder oder können wir nur durch der wieder rausgehen? Das bleibt jetzt abzuwarten. Ich hoffe, die fliegt nicht fort oder irgendwas. Okay. Oh, ich hasse es mittlerweile. Ich habe keinen Bock mehr, deren aufzumachen und mich umzudrehen. Okay, so Zitterschrift. Ich musste fast alle Puppen aus ihrem Zimmer holen. Es ist langsam lächerlich geworden. Du kannst sie nicht einfach mit Geschenken überhäufen, bloß weil du dich gerade schuldig fühlst. Verantwortlich für was auch immer du dich gerade schuldig fühlst. Sie braucht einen Vater, nicht noch eine nutzlose Ablenkung. Großartig, das sieht aber auch aus, als hätte es die Frage geschrieben, wo sie schon ihr Unfall gehabt hat und vielleicht auch nicht mehr von der Handschrift so sicher war, ehe durch die ganze Verbrennung. So sieht es zumindest aus für mich. Ignorier sie, hieß es. Ignorier sie. Ich halte mich dran. Oh. Oh, das ist böse. Ein Bild mit einem bösartigen Mann und trotz Sonnenschein. Okay, da ist was. Wir sehen uns immer noch nicht im Spiegel. Und da ist noch eine Zeichnung. Lice, Mice, Bloody Spots, Bold. Hair not mine. Where are the skizzers? Ach du Scheiße. Läuse, Mäuse, kahle blutige Stellen, Haare nicht meins, wo ist die Schere? Uah. Da hat er sich sogar noch auf den Kopf eingebildet, der Spinner. Immer wieder nur Farbgeklecksel. Meine Fresse, ich hoffe, das Kinderlevel ist harmlos zu uns. Ich hoff's. Ich finde sowas immer scheißen gruselig. Okay, jetzt sind
Hier hinten dran noch Flamme in seiner Kinderzeichnung dargestellt. Es ist hier ultra geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, das legt jetzt erst so richtig los und bereitet darauf vor, dass das Kinderlevel jetzt kommt. Okay, da ist das Herz. Das schlägt. Ja, das war klar. Das geht jetzt wieder zu. Wie schaut es denn hier aus? Können wir hier durch? Seht ihr es noch? Okay, da ist wieder das Wimmern. Dieses Ignorier sie wieder. Was wir hier anscheinend umzusetzen haben, schätze ich jetzt mal. Und ich glaube... Oh ja, okay, da haben wir was. Und ich glaube, wenn es da noch weitergeht, wenn es da richtig heftig wird, dann male ich venezianische Kanäle in meiner Una-Buchse. Mann, oh Meter. Uah. So, was haben wir dann durch? Schönes. Nur Korrespondenz. Den Brief können wir aber nicht aufnehmen. Jetzt machen wir die große Schublade auf. Da ist ein Mühle- oder Damestein. Der hat sich schon verzerrt und geht wahrscheinlich hier auf das Spiel drauf direkt. Oh, okay, ja. Die ordnen sich an. Jetzt haben wir einen weißen und einen schwarzen Mühlestein oder Damestein. In dem Fall hier wirklich Dame. Es ist ja Dame, was hier gespielt wird. Ich habe das früher unglaublich gern mit meinem Opa gespielt, muss ich dazu sagen. Der hat im Erdgeschoss bei uns im Haus gewohnt. Und als Kind bin ich immer mal ganz gern runtergegangen und habe dann mal mit ihm Dame gespielt. Ich mag das Spiel total gern. Ich bin zwar nicht der Allerbeste da drin, das muss ich gestehen. Aber ich mag das Spiel sehr gern. Jetzt fangt auch die schizophrene Stimme wieder an. Die sich da überlagern. Da hinten bildet sich schon Schimmel hinter dem Endestuhl. Können wir dann schon was machen. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. Das einzigste Bild bisher, What's so funny? wo jemand glücklich ist. Das ist bisher das einzigste Bildnis, wo jemand glücklich ist. Anscheinend war die Tochter wirklich glücklich, wenn sie mit ihm Dame gespielt hat. Weil er sich da vielleicht auch mal wirklich das einzigste Mal um sie gekümmert hat und wirklich was mit ihr unter Nummer hat. Trotz allem steht das Herz noch aus, oder? Das gebrochene Herz. Oh Mann. Die Schuldgefühle werden anscheinend jetzt immer heftiger. Und ich denke, jetzt geht's so richtig ab hier in dem Level. Das war alles nur Vorgeplänkel, meiner Meinung nach. Jetzt geht's wieder los mit Ignorier sie. Okay, das sind Stühle. Und da ist was. Jetzt ist die Frage, durch die Stühle, durch die düstere Stühle oder da hier, wo es etwas heller und friedlicher ist. Ich glaube, ich wähle der friedlichere Weg. Einfach auch nur, um mir Nerven zu sparen. Oh, Mann. Ich weiß, ihr wollt sehen, wie ich bei Jumpscares ausflipp. Aber ich würde es so gern wie möglich vermeiden, um ehrlich zu sein. An smaragdgrünen Bach nach dem Blaubeerstrauch. Da lebte eine Ente und ein Freak war sie auch. Okay. There once lived a duck who was a bit of a freak. Na dann. Nicht zufrieden damit, dort im Fluss bloß zu schnabeln. Riss die Herzen heraus und fraß Lebern mit Gabeln. Ach Gott. Nochmal das auf Englisch. She liked tearing out hearts and chewing on livers. Alter. Wieder eine von seiner Horrormärchen. Ach du liebe Zeit, ist das übel. Boah. Domino stehe. Nein, ich habe vergessen, meinen Ton auszuschalten. Ich habe wieder E-Mail gekriegt, das versaut mir die ganze Stimmung. An der Stelle, Stimmung. Ach Gott. Okay, hui, jetzt aber du durch. Ich glaube, ich will doch nicht bei dem gruseligen Stuhlgang durch. Wie das klingt, gruseliger Stuhlgang. Ja, da kriege ich wirklich einen gruseligen Stuhlgang. Meine Fresse, der ist dann bestimmt rot und sieht aus wie ein Jackson Pollock, wenn ich damit fertig bin. Okay, warum zittert das Bild? Hör auf zu wabern. Mach sowas nicht. Ich kann dich nicht leiden. Hau ab. Stirb. Ich freue mich, was passiert wäre, wenn ich jetzt bei dem Gang mit der Stühle hier gegangen wäre. Talking behind our backs, hinter unseren Rücken redend. Ja, man hört sie auch dann wieder. Es babbelt wirklich hinterm Rücken wieder. Ah, das klingt, als wenn die direkt hinter einem jetzt mal ohne Scheiß. Passiert jetzt irgendwas, wenn ich mich umdrehe?
Pfui Teufel, was war dann das? Habt ihr das gesehen? Ah, na, wie der geschmolzen war. Wie der geschmolzen war und dann so Visage dazu gebildet hat. Ab, pfui Teufel, Kotz erleid. Nur noch 5 Minuten, nur noch 5 Minuten und das ist die erste Aufnahme halt. Die Sache war ja halt, dass ich beim letzten Mal wirklich in eine 20 Minuten Plus Aufnahme gepackt habe, nochmal die letzte Ingredienz der Knochen zu sammeln. Und dann konnte ich da natürlich auch die Episode beenden. Bei der Level 1 und 2 war es dann halt so, dass ich da wirklich immer nur ein bisschen was gehabt habe und dann nochmal zum Einstieg sozusagen nochmal, ich glaube 9 Minuten waren es beim ersten Mal und beim zweiten Mal waren es auch so 5, 6 Minuten. Ja, das ist natürlich angenehm ganz am Anfang, dass man dann gleiche Päuschen machen kann. Aber das Mal ist halt wirklich direkt Anfang und Geronimo gesagt. Okay. Also noch ist es wirklich nicht großartig schlimm, muss ich gestehen. Ich hoffe, ich bereue den Satz noch nicht. Aber bisher sieht es echt noch ganz gut aus, dafür, dass es das creepy Kinderlevel ist. So wie es aussieht. Meine Fressen, meine Fressen. Überall diese Wachsmalstifte. Crayons sagt man doch, glaube ich, dazu im Englischen. Ich muss auch sagen, Wachsmalstifte. Das war wieder eine Benachrichtigung, die ich gekriegt habe. Wachsmalstifte, das ist auch so etwas, was ich immer mit Kindheit verbinde. Also Wachsmalstift ist für mich auch der Inbegriff von Kindheit irgendwie. Das ist wieder das Mutter, Vater wahrscheinlich mit gebrochenem Herz. Die hätten sich nämlich so gut verstanden. Ach ja, ach ja, ach ja. Sonst gibt es ja nichts zu erkunden. Ich meine, ich gucke mich natürlich auch immer sehr, sehr gern um. Will jo eigentlich alles mitkriegen, was optional möglich ist? Ja, okay. Ja, ich habe mittlerweile echt Schiss davor, deren aufzumachen, Herrn. Uff, so schwebe ihr Sache. Okay, und was passiert, wenn ich mich den Dingern näher? Ui, geil. Habt ihr das gesehen? Wenn ich mich deiner Wachsmalstifte näher, dann fliegen die tatsächlich auch durch die Gegend. Wenn ich in die Richtung gehe, dann fliegen sie auch in die Richtung, in die sie anstupst. Das ist ja cool gemacht. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut, sowas. Aber bitte kein Jumpscare hinter mir oder kein Flyscare jetzt, wo alles fliegt. Erinnert mich so ein bisschen an Es. Wir schweben alle hier unten. We'll float all down there. And you float too, Bill. Du wirst auch schweben, Bill. Ach du Scheiße. Und man merkt es wieder mein Gebabbel an, dass ich tatsächlich etwas nervöser werde, weil es ist länger nichts mehr passiert. Und ich warte echt nur darauf, dass irgendwas Furchtbares passiert wieder. Okay, soweit alles okay. Und wir drehen uns irgendwie nur im Kreis. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, nee, ich hasse euch. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Bitte, 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 bitte. Pfui Teufel. Lauter Puppeköpfe. Nein, jetzt regnen die ja noch runter. Ich hasse es mit einer Bobbe-Cap. Oder allgemein diese scheißen gruselige Kinderbobbe da. Jetzt gucken wir was durch. Jetzt scheinen wir wieder in einem gefließten Gebiet zu sein. Eventuell Küche oder irgendwas in der Art. Irgendwas Repräsentatives möglicherweise. Gucken wir doch mal. Ausgezeichnet, alter Knabe. Ich hab Schiss, dass hinter dem Vorhang was rausgestolpert kommt. Und zwar ganz gewaltig. Okay. Da ist nichts. Die Vase kann ich mal auch nicht angucken, okay. Den Mini-Globus auch nicht. Da scheint ja sehr viele Globi zu haben. Oh nee. Och nö. Ja, hässlicher Mistpuppe. Aber da ist auch nichts mehr drin. Die ist sich jetzt aufgelöst? Ne, okay. War nur ein Grafikfehler anscheinend. So, Grafik, Schluck auf, das kann mal passieren. In der Palz sagt man übrigens zum Schluck auf Schlickser. Warum liegen die da drin? Und zwar in der Haltung, das ist wieder... Oh nein! Oh nee. Ja, da ist ein Bob im Rollstuhl jetzt. Und oh. Die tauchen überall auf jetzt. Oh lecko mio. Die tauchen jetzt überall auf, die Bobbe. Die waren doch vorher nicht. Das weiß ich ganz genau. Ach Mensch. Liebi Gott, mach mich fromm, dass ich in den Tümpel komme. Ach Mann, ich will nicht. Ich will einfach nicht.
Was passiert, wenn ich da hingehe? Ja, wenn man zu feige was sowas ist, ich weiß. Ich hab Schiss, dass was passiert, wenn ich das... hab Schiss, dass was passiert, wenn ich das mache. Komme ich da wieder zurück? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich muss da... Oh, jetzt ist da anscheinend ein Gemälde erschienen, was... vorher nicht da war. Der hat so ekliges, geschmolzenes Clownsgesicht. Diese 17. Jahrhunderts-Clowns. Was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle? Warum ist es so dunkel? Jetzt schweben die Bobber in der Luft. Und die zittert. Nee, die hat so einen Vibratorkopf. Guck mal, wie die sich zuckt und juckt. Ey, Bobber mit Epilepsie sind echt so räudig, Mann. Okay. Jetzt haben wir die Bobbe mit Epilepsie-Anfall auch überstanden und der Rollstuhl ist umgekippt. Ich denke, jetzt können wir doch weitergehen. Hoffe ich doch irgendwie, oder? Ich will mich dem Ding nicht nähern, jetzt mal ohne Witz. Ich habe gerade hier Rollstuhlphobie. Komme ich hier durchs Fenster, oder? Oh, bitte nicht, 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 bitte nicht. Okay, das hat anscheinend ausgereicht, weil hier ist es wieder verschwunden. Und morgen zwängen wir uns jetzt hier durch den dunklen Gang. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Euer Yankee.